Wenn ich hier reinkomme, das ist wie eine Bühne betreten. Da geht's los, da sind meine Leute da, die sind alle gut drauf. Bernie in the house. Maxi schon in Action. Jawohl. Der Service ist für mich Entspannung pur. Ich freue mich auf meine Leute, die sind alle gut drauf. Und dann starten wir in einen guten Tag. Ich liebe es, Gastgeberin und Wirtin zu sein, weil es nichts Schönes gibt auf der Welt. Dass die Leute von einer gingen und glücklich wieder ausgingen. Das ist das Schönste, was man auf der Welt tun kann. Und am allerschönsten ist es, wenn das Wirtshaus voll ist, wie fast jeden Mittag und Abend. Und das hängt vor allem mit der Person von Michaela Stöberl zusammen, die alle Michi nennen. Das älteste Wirtshaus Straubings war jahrzehntelang ein Schandfleck am Stadtplatz. Auch nach der Renovierung lief es nicht. Anfangs nicht mal bei der Michi. Vor 15 Jahren war mehr Personal da als Gäste. Ihr Konzept von bayerisch mal anders mochten die Leute nicht. Das ist dann wirklich so oft so schlimm geworden abends oder auch mittags, dass ich dann einmal da drin am Klo gesessen bin, ein bisschen kalt habe. Und habe mir gedacht, meine Güte, warum habe ich denn das überhaupt nicht so schlimm? Aber mein damaliger Partner hat gesagt, Michi, wir machen es jetzt so, wie wir das geplant haben, oder wir lassen es. Weil dann soll es jemand anderes machen. Und den Weg sind wir ganz steil durchgegangen und das hat dann wirklich Fuß gefasst. Mittlerweile boomt der Laden der etwas anderen Wirtin, die schon äußerlich nicht dem bayerischen Wirtshausklischee entspricht. Also ich habe das immer schon gern gemacht, dass ich ein bisschen anders rumlaufe. Also schon ganz früher, wo ich noch in der Schule war. Und irgendwann, wo wir hier angefangen haben, habe ich auch immer diese Lederhosen noch gehabt und die bunten Leggings. Und dann war ich mal in der Jeans drin und haben sie gesagt, bist du krank oder ist was passiert? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich ein bisschen erkannt, dass das für die Leute ganz wichtig ist. Dieses Bunte, dieses bisschen andere. Ich liebe es, in andere Rollen zu schlüpfen, zu verkleiden, ein Thema auszusuchen und das dann auch in Perfektion zu machen. Man muss das Leben als eine Bühne verstehen. Du gehst auch für und dann hast du ein bisschen eine andere Show und ein bisschen ein anderes Feeling. Und deshalb hat Michi Videos aufgenommen in der Corona-Zeit, als das Wirtshaus geschlossen war. Nur zum Spaß gibt sie den Freddie Mercury, den Sänger von Queen, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Thomas Hopf. Freddie Mercury fasziniert sie. Also er hat einfach immer was anderes gemacht als alle anderen und hat es dann halt zur Welt rum geschafft. Und er hat nie aufgegeben. Nie aufgeben, das gehört auch zu Michi. Sie wächst scheinbar behütet mit einer älteren Schwester in einer gutbürgerlichen Familie auf. Doch statt Liebe gibt es Gewalt in verschiedenen Facetten. So schlimm, dass sie sogar seelisch krank wird. Mein Papa hat eben zu mir gesagt, die hältst du bist eh nicht, hat er gesagt, schaust mal, was aus dir wird, weil du eh nichts zusammenkriegst. Und dann haben wir gedacht, na, dir sage ich es auch noch. War auch ein sehr großer Antrieb, muss ich sagen. Der Weg zur erfolgreichen Wirtin hat Umwege. Nach dem Abitur macht sie eine Lehre als Fotografin. Bei ihrer damaligen Chefin Gabi Lehner wird sie zum Familienmitglied. Die zwei haben bis heute ein enges Verhältnis. Nebenbei arbeitet Michi immer als Bedienung. Die erste eigene Gastronomie ist die Villa, Hotel und Restaurant. Die hat sie zusammen mit ihrem damaligen Partner Salvatore betrieben. Der ist auch der Vater ihres Sohnes Adriano. Und seit 15 Jahren hat sie das Wirtshaus zum Geiß. Mir wird ganz schnell furchtbar langweilig. Und dann habe ich tatsächlich 2015 mein Biersommelier gemacht. Und das hat sich über die 10 Jahre hinweg praktisch fortgesetzt. Und wir haben es ausgebaut auf mittlerweile 100 Biere. Früher habe ich Schuhe gekauft, jetzt kaufe ich ein Bier. Exoten stehen hier, wie zum Beispiel in der Champagne nach dem Champagnerverfahren ausgebaute Biere. Oder Sauerbiere. Oder Trappistenbiere, die nur in Klöstern dieses Ordens gebraut werden. Besonders freut sich Michi, wenn sie fachsimpeln kann. Für mich als Biersommelier selber ist die Gors immer der Totaluntergang. Weil wenn ich mal hierher komme und beim Reingehen habe ich schon 1000 Ideen im Kopf. Oh, das habe ich noch nicht probiert, das möchte ich trinken. Warum ist denn er so dreckig? Mal aufräumen. So, jetzt. So, und jetzt sollen wir uns da ein schönes Sauerbier auslösen. Nein, ich bin eigentlich so bei Rodenbach eigentlich. Bei dem Dann sind wir unverschämt und trinken wir das Vintage. ja, trinken wir das Vintage, genau. Ja, Sehr unverschämt. So eine Flasche kostet 39 €. Ah, für 169. Ha?
Das ist eigentlich schon sehr schön. Das heißt, das Föder, also dieses Fass, das für die Brauerei am wichtigsten war in diesem Jahr oder das beste Ergebnis erzeugt hat. Und in diesem Fass wird das Vintage produziert oder Vintage. So etwas trinkt man als Aperitif. Michis Bierfreunde kennen das Föder 169 auch noch nicht und sind gespannt. Dann schauen wir mal, was das kann. Genau. Schöne Frucht noch. Du hast auf alle Fälle schon mal. Zum Wohle. Zum Wohl. Zum Wohle. Viel Zwiebel, viel Aprikose. Schön sauer, gefällt mir gut. Sehr Schön fruchtig. Diese feine Kohlensäure, das ganz eine angenehme Kohlensäure ist. Das ist nicht so aggressiv, sondern richtig schön mild, aber trotzdem spritzig. Zitrone, Genau. Grapefruit, ist alles dabei. Einfach Richtig, schön. Sehr erfrischend. Ja, sehr erfrischend. Doch Michi kennt auch das Scheitern. Wieder einmal hatte sie zu viel Energie und wollte eine neue Herausforderung. 2016 hat sie dieses Wirtshaus mit Biergarten gepachtet und es bayerisch-hawaiianisch umgestaltet. Ich bin halt einfach ein bisschen allein. Das war genau meins. Es ist super gelaufen. Doch dann haben zeitgleich 2 Köche in der Geiß und der Koch hier aufgehört. Und dann habe ich in der Geiß ein Jahr lang komplett mitgekocht. Und das dann parallel zu führen, das war mir einfach dann irgendwann zu gach. Und ich bin dann teilweise 15 Mal hin und her gefahren und geschaut, ob alles passt. Und da wirst du deppert auf Dauer. Dann habe ich gesagt, nein, eins muss jetzt weg. Und die Entscheidung ist halt für hier gefallen. Weil ich mag gar nicht hinschauen. Jetzt hat sie wieder eine großartige Küchencrew, aber trotzdem ist die 50-Jährige eine strenge Chefin. Für mich muss alles eine Struktur haben. Geordnet sein und eine Struktur haben und auch die Teller müssen schön sein. Ich mache es nicht so, wie ich es selber gerne hätte, ich mache es besser. Ah, ist da wieder schön umeinander gesagt. Ja, bitte Gott. Obwohl sie so akribisch ist, haben Michi und ihr Team auch viel Spaß zusammen. Das Menschenverwöhnen liegt ihnen allen. Wichtiges Teammitglied ist auch Frieda. Michi lässt sogar ein Bier mit dem Namen der Havaneser Pudeldame brauen. Das hopfenbetonte Rezept hat die Biersommelier zusammen mit 3 Braumeistern entwickelt. Frieda gehört seit 5 Jahren zu Michis Familie und tut ihr einfach nur gut. Ihr Sohn Adriano ist mittlerweile erwachsen und macht eine Lehre zum Koch. Und zwar im Luxushotel Schloss Elmau. Als Kind musste er oft zurückstecken. Da war immer das Geschäft an vorderster Stelle, egal ob das erste oder das zweite dann, das war immer an vorderster Stelle. Und das darf ich tatsächlich jetzt anders machen. Ich vermisse das schon, also rückwirkend gesehen, dass ich dort zwingend Zeit gehabt habe für ihn. Mit ihrem Lebensgefährten Tom ist Michi jetzt schon 10 Jahre beieinander. Er arbeitet bei BMW, hilft ihr im Wirtshaus, unterstützt sie bei allem, was ihr einfällt, und er nimmt sie, wie sie ist. Von ihren 16 Stunden Arbeitstagen erholt sich Michi gern so. Manche machen Yoga, die anderen machen irgendwas anderes. Ich mag so gern warten. Das ist wie Entspannung pur. Besser geht's nicht. Ja, du? Ja, schon her, geht doch. Mir da unglaublich was abgewinnen, das nicht mehr hätte. Also diese Gemeinschaft hier, die Gäste, das Bewirten, dieses gute Essen rausbringen, mit Bier was zu machen. Und ich bin abends sehr, sehr glücklich, wenn ich heimkomme. Und sehr dankbar, dass man das so erleben darf, wie es hier ist. Und was der Straubinger Kultwirtin als nächstes einfällt, wird sich zeigen.